Habe Dere, Servus, grüß euch und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft mit Mur. Letzte Folge haben wir mir ja unten in der Lush Cave, habe ich euch ja das Zeug, was wir da haben, und wir haben so einen Teich gebaut. Cool, da ist schon wieder so Zombie-Piglin. Haben so einen Teich gebaut und in der heutigen Folge haben wir gedacht, haben wir wieder eigentlich keinen richtigen Plan. Möchte einfach ein bisschen, vielleicht gehen wir noch kurz ins Ende, dass wir uns noch Blaze Rods holen, dann hätten wir das Thema Blaze Rods noch abgeschlossen. Und hätte ich gesagt, da haben wir ein bisschen unten Eisen farmen, also wird wieder eher eine große Timelapse-Folge, weil ich unbedingt Eisen farmen möchte und vielleicht ein paar Dias holen möchte. Zwecks Rüstung und so. Ist mir jetzt wurscht, wir können das Umdrehen-Log eigentlich hernehmen. Da wir mir ja so und so außen die Bäume haben. So. Genau. Dann würde ich sagen, Punkt 1 auf unserer To-Do-Liste ist erst einmal ins Nether gehen. Und, wow, mit der besten Rüstung auf der ganzen Welt. Und 2 Blaze Rods holen. Nehmen wir da noch Schuhe. Genau. Haben wir nämlich da noch eine einigermaßen angenehme Rüstung und wir kümmern uns auch nicht vor Piglins fürchten, because of the Gold Harnish. Genau. Gehen wir mit rein, holen wir noch schnell ein, zwei Dinge und 2 Blaze Rods und dann, genau, haben wir unser To-Do-List schon. Oh, und da ist ein Creeper. Was macht der da? Wie kommst du da rein? Was ist falsch mit dir, Bro? Wir haben kein Essen dabei. Und warum bist du da herin? Ich muss doch noch mal schnell rausgehen. Wir brauchen Essen. Und ich möchte da so zum Brauen, so, wie heißen's? Na, sagt man's. Netherwarzen oder so heißen's. Netherwarzen möchte ich mitnehmen. Die können wir nämlich dann auch essen. Wofür essen? Sag mal. Die können wir nämlich dann auch zum Brauen hernehmen. So, passt, jetzt können wir mal wieder runter. Mal hier die schon wieder einkaufen. Zwar brauchen wir dazu Seelenzahn, das werden wir aber finden im Nether. Bogen haben wir leider keinen Pfeil dagegen. Dann nehmen wir aber unsere altbegehrte Taktik Schneebälle mit. Gut. Also, ich gehe ins Nether und genau, ich sehe es in der Timelapse. Gut. Ich war jetzt im Nether, das habt ihr ja gesehen in der Timelapse. Ich war im Nether. Und ich habe da so Netherwarzen und so Seelenzahn mitgenommen. Und zwar habe ich da einen Plan, und zwar möchte ich das oben auf unser Haus noch mit drauf placen, also so
Farm da oben zu bauen. Weil ich mir denkt, das da oben recht gut ausschauen. Haben wir noch Leitern da, das ist super. Das bauen wir jetzt auch noch. Leute, heute wir haben auch richtig Pläne. Das ist der Wahnsinn. So. So möchte ich da so 2. Da wieder 2. Genau. Nein, machen wir doch anders. Also so. Dann kommt da der Netherrack auf. Auf das gelangt. Aber sagen wir es gelangt wieder auf 2 oder 3 nicht. Natürlich blöd ist. Ich hoffe, wir haben unten noch was. Genau. Pläne. In Minige Eisenfarmer verschiebe jetzt. Mein Plan ist jetzt noch zurück zu unserem Dorf gehen und bei unserem Dorf Villager Trading. Das ist noch mein Plan für heute. Haben wir gedacht, das ist angebrachter und eigentlich auch wichtiger. Genau, ist 6 Timelapse, also jo. So, also, ich habe jetzt da herum die Farm baut, also die Netherwarzenfarm, einfach so verklatscht auf unser Haus. Und im zweiten Teil, also für den zweiten Teil, Video von dem Video, ebenfalls möchte ich dahinter gehen in unser Dorf, dort in einer Kirche unseren Braustand holen und ich möchte ganz viel, ganz viel Holz farmen, damit wir uns Stöcke machen können, damit wir uns von so einem Bogen ganz viel Emeralds ertraden können. Ich möchte ganz viel Emeralds eigentlich, dass wir, falls wieder mal so ein Händler kommt, dass wir dem etwas abkaufen können. Deswegen habe ich jetzt einmal mein Rettungsbett mitgenommen. Ich möchte aber sicherheitshalber jetzt durch da nochmal Respawn-Punkt setzen, ich hoffe das hat sich gerade. Und dann gehen wir jetzt einfach mal in da hinten. Übrigens, wisst ihr, was ich überlegt habe? Da, der Typ. Das ist ja eigentlich eine Katze. Theoretisch, ich weiß nicht, was der aber hat, ich glaube, der möchte aber Lachs fangen und so. Ich möchte ihn nicht weglassen, weil der eigentlich cooler ist. Sorry, Bro. Das ist eine Katze. Und ich glaube, dass uns der Creeper wegscheicht, weil ich seitdem da kein Creeper mehr umeinander latschen sehen habe. Was ich eigentlich super finde. Weil keine Creeper am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Übrigens, was ihr in der Timelapse gesehen habt, ich habe da oben so einen Creeper-Waffe gebaut, also Deko-mäßig irgendwas. Jo.
Gut, dann gehe ich jetzt zurück zum Dorf und bis jetzt zu sehen. So, da haben wir auch schon angekommen in unserem Dorf vom Anfang. Haben wir schnell mit den Bausteinen stibitzt, hat uns keiner gesehen. Da herin haben zwei Villager, die können wir natürlich gleich usen, um uns. Jetzt, da müssen wir da. Glück allein, daheim, war auf jeden Fall ein deutsch korrekter Satz. Da haben wir schon mal Smaragde, die sind super. Da haben wir nochmal so Planks. Dann craften wir uns jetzt halt aus dem Gedächtnis. Das habe ich natürlich gewusst. Ich wollte nur schauen, ob es das aufpasst. Hä? Wie geht das was? Ah, so nicht, da brauchst du so Flinte dazu oder sowas. Wie geht nämlich so ein Archer-Table? So Bognentisch. Vielleicht haben wir da eh einen. Kann sogar gut sein. Bezweifle die zwar jetzt gerade, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Können wir eigentlich auch Müsse mitnehmen, haben wir noch gar nicht da. Kann man eigentlich sogar einen zweiten Braustamm mitnehmen. Dann können wir nämlich da haben die doppelte Menge an Gesuf brauen. Bringt eigentlich gar nichts, aber ist wurscht, dann hol ich da einen Job weniger. Seid nur meine Sklaven, Villager, seht es endlich ein. Was tradet denn dir? Was tradest denn du? Du bist doch da irgendwo da. Okay. Du tradest verzauberte Bücher. Das ist lost, was du tradest, das ist nicht gut. Dann müssen wir in unsere gute alte Höhle und müssen wir Kies suchen, oder wie, oder was? So, also. Einer von den Hanseln hat den Job angenommen. Es bleibt da drin, so rum ist jetzt meine Sklaven. Sag mal. Er hat natürlich den besten Trade, das ist super. Das ist super, meine lieben Leute, das ist super. Alle Stecker aus da. So, und da habe ich extra noch gefarmt. Da können wir noch mehr Stecker. Ja, klopft doch nicht umeinander, so. Da, nimm meine ganzen Stecker.
Nimm sie. Bam. Und das mache ich jetzt einfach ein paar Mal. Mit dem Trade. Er gibt mir nichts mehr dafür. Ah, weil ich ihn resetten muss. Jetzt halt. Ah, ich glaube er ist. Achso, ich habe zwei Stecker, bin ich dumm. Gut. Also, ihr habt es gesehen in den Timelapses. Ich habe jetzt da den Villager mal ein bisschen ausgeplündert. Ich habe jetzt 19 Smaragde. Werde jetzt in der nächsten Folge dann auch noch erweitern. Mein Budget an Smaragden, sagen wir so. Genau, was ich jetzt aber noch nicht machen möchte. Das ist eh wurscht, passt schon. Ist auf jeden Fall unser Ding jetzt da. Unser Way to go. Ja, da hinten ist Baumapflanz, das heißt, wir können da schön einkaufen. Das war es dann eigentlich gewesen mit der heutigen Folge. War wieder eine sehr, sehr produktive Folge, das können wir auch mitnehmen. Sorry an denjenigen. Ich bin nicht derjenige, der da abstiehlt. Genau. Das war's mit der Folge, war wieder eine sehr produktive Folge. Wir haben jetzt das obere Stockteil gebaut. Und in der nächsten Folge bauen wir mir, heute schon verraten, in der nächsten Folge bauen wir mir eine, ja, sagen wir Brauerei. Also, ich möchte auf jeden Fall ein neues Gebäude neben unser Haus, da hinten in der Base dann bauen. Ein neues Gebäude. Möchte ich bauen und da möchte ich auf jeden Fall die 2 Braustände rein da und dann so Wasserkistel und so was dazu da. Das glaube ich hat was. Und Teaser, die ich schon mit da, ist mein Ding für die nächste Folge. Nächste Folge wird da Brauerei gebaut. Wenn ihr natürlich Namen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich habe zwar schon einen Vorschlag, aber vielleicht kommen in die Kommentare ein bisschen ein Vorschlag. Genau. Das war's von meiner Seite gewesen. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen. Wenn ja, haut in den Like-Button eine Like-Glocke rein und abonniert den Like-Button. Also, genau. Das war's von mir gewesen. Habt's noch einen schönen Tag und Servus.